Überhaupt, also nochmal neu. Hallo. Hallo Reisefreunde! Und jetzt hoffen wir, dass es wirklich funktioniert. Wir sind mittlerweile 104 Personen. Wir wollen das jetzt natürlich nicht kaputt machen, weil wir haben das ja auch angekündigt und wir haben viel vor mit euch heute Abend. Eben wie gesagt, wir haben noch eine Verlosung. Wir losen noch etwas aus. Und Ja. ja, da haben wir natürlich viel vor mit euch. Schön, habt ihr euch alle Zeit genommen an diesem vierten Advent, kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend, möchten wir euch ja erstmal Danke sagen für das grandiose Jahr, Ein das wir zweites hatten. Reisejahr. Wir Genau. sind jetzt das zweite Jahr komplett unterwegs gewesen. Und ich würde mal sagen, wir klatschen ab. Für Ihr könnt mal dazu 43 abklatschen Länder. per Smileys. Und ja, 43 Länder liegen hinter uns. Eine richtig lange und richtig coole Zeit auf Reisen. Und jetzt im Moment sind wir zurück in der Schweiz. Wir sind zu Hause, bei mir zu Hause momentan, genießen Weihnachten zu Hause, waren schon an vielen Weihnachtsmärkten. Ja. Wir hatten so ein bisschen Weihnachtsstimmung, Entzug, den haben wir ordentlich aufgefüllt. Wir sind jetzt auch bereit für die Festtage und ich hoffe, euch geht es genauso, dass ihr euch auch freut auf die kommenden Festtage, die nun ja direkt vor der Türe stehen. Ja, wir hatten ja viele Highlights dieses Jahr. Unter anderem kann man die ja nachschauen in unserem Kalender. Den haben wir jetzt endlich bekommen. Das war leider auch nicht so einfach. Das war richtig mühsam. Unsere Druckerei hat uns da richtig gehend verarscht und hat statt 3 Tage dann fast 3 Wochen gebraucht. Sie haben schon geschrieben, dass das länger dauert, aber also dass aus 3 Tagen dann 3 Wochen werden, das hätten wir nicht gedacht. Hat aber noch gereicht und wir sind euch so dankbar, dass die den bestellt haben, dass ihr uns so viele Nachrichten gesendet habt, dass das alles jetzt angekommen ist, weil wir waren jetzt total unsicher, reicht's nicht, aber ich glaube, ihr habt den alle bekommen. Wir haben sogar am Tag danach schon die ersten Nachrichten erhalten, dass ihr das Paket schon bekommen habt. Und ja, das war richtig cool. Ja, das war wirklich richtig cool. Eben wie gesagt, den Kalender, den gibt es übrigens gerade noch auf Facebook zu gewinnen. Da gibt es 2 Kalender zu gewinnen für alle die den noch nicht hatten. Hier Genau. sieht man auch noch alle Bilder, die da drin dann sind. Also es lohnt sich da mitzumachen. Und wie gesagt, da werden 2 verlost. Genau, 2 werden verlost. Irgendjemand hat noch geschrieben, wo gibt es den Kalender? Ottmar Spöttl. Es gibt noch 8 oder 9 Kalender bei uns auf dem Shop auf www.comewithus2. Genau. Jetzt wird es besser. Neben der Lautstärke habt ihr eine Milchglasscheibe vor der Optik. Nee, wir haben ein neues Handy. Aber ich weiß, was vielleicht das Problem sein Das könnte. hat hier noch drauf. Ich habe nämlich ein brandneues Handy und jetzt wird es vielleicht dann gleich besser. Vielleicht? Naja, Naja. ist halt einfach Handy und Innenraum und bisschen dunkel und schlechtes Licht. Das sind halt einfach leider immer noch nicht die besten Voraussetzungen. Ja, wir müssen da mal bei den Profis nachfragen, wie das genau. Ich kann ein Licht noch anmachen. Sollen wir das noch probieren? Nee, das passt jetzt schon. Jetzt lassen wir Okay. das. Also, jetzt lesen wir mal ein paar Kommentare durch. Würde ich sagen, moin aus Hamburg, sagt die Marion. Hallo. Der Puttguru ist auch mit dabei. Alfred Zahn, vielen Dank für deine Bestellung vom Kalender. Es hakelt für. Das ist noch von vorher. Jetzt läuft er, genau. Zöppelmütze, ja. Genau. Ich übe mich in Bei Geduld. mir kann man auch. Genau, wir fangen ein bisschen weiter unten an. Ja, wir sagen einfach allen Hallo, die mit dabei sind, lesen ein bisschen mit und würde sagen, wir fangen an mit der Auslosung für unser Paket von den Heldbergs. Da haben wir ja richtig viele Einsendungen von euch bekommen. Genau. Unglaublich, was da reingekommen ist. Schaut euch mal den Haufen an Zetteln an, die ich jetzt hier vorher noch Ja, es sind über 80, hast du geschrieben gesagt, Genau, es oder? sind knapp 90 Zettel. Oder will einer schon raus? Geht natürlich gar nicht, ist noch zu früh. Und ich denke, wir machen jetzt hier direkt mal die Glücksfee, schütteln das Ding mal. Genau, ihr wisst ja, da drin hat es E-Mail-Geschirr, da habt ihr wahrscheinlich alle mitgemacht und das Genau. bringen wir jetzt gleich hinter uns. Würde ich sagen, mal schauen, wer da gewinnt. Der. Und zwar ist das Heiko Schürmann. Herzliche Gratulation! Herzliche Gratulation, vielleicht bist du ja auch hier. Das Heldbergs Geschirrset, das geht an Heiko Schürmann und wird in Kürze auch ausgeliefert. Ja, wenn der liebe Heiko uns noch eine E-Mail oder eine Nachricht sendet, egal auf welchem Kanal, schreib einfach deinen
Benutzernamen natürlich dazu und unbedingt deine Adresse. Und dann geht das sehr gerne demnächst raus an dich. Glückwunsch. Ja, der Richard schreibt, Moin, Stopp will auch mitmachen. Zu spät, leider zu spät, aber wie gesagt, Kalender gibt es noch zu gewinnen. Und heute im Hier kannst du Livestream, noch mitmachen. genau, und heute im Livestream verlosen wir noch ein Exit, aber da warten wir jetzt noch ein bisschen. Diese Auslosung hier für das Helpbacks Geschirrset, die ist ja schon ein bisschen zurück. Die war beim letzten Video, da konnte man mitmachen. Genau. Und ich sehe, das Bild ist nicht das Beste, aber wir ziehen jetzt das einfach durch. Ihr habt das auf dem Kopf, schreibt der Tom. Ja, das wissen wir. Hallo aus Niedersachsen, Nähe Wolfsburg. Wie macht ihr es mit Kasachstan? Das muss noch ein bisschen warten. Wir werden unsere Routenplanung dann im Laufe der nächsten Wochen noch bekannt geben, wo wir wann hinreisen, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Jetzt haben wir eigentlich erstmal vor, die nächsten Tage, vielleicht so ab dem 26., 27. noch eine Woche unterwegs zu sein. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in Frankreich, vielleicht in Wenn du Italien. es noch nicht ganz Das einig, müssen wir mich noch zieht so. so ein bisschen noch ans Meer, das Mittelmeer wäre was Schönes. Dich zieht es eher nach Deutschland. Mal schauen, wo es dann hingeht oder ob es ein Kompromiss aus beidem wird. Genau, wir wollen mit Karl, jetzt haben wir unseren Karl ja wieder noch ein bisschen was erleben und wieder so ein bisschen dabei sein und ja, das wäre schon cool jetzt da ein bisschen unterwegs zu sein. Was lesen wir da? Island kommt auch noch. Island Ja. kommt nächstes Jahr. Ja, das können wir schon mal Da so sind wir in verraten. der Planung, genau, dass Island nächstes Jahr noch drankommt. Und dann wird auch gerade schon gefragt, was wir beantworten können. Und zwar, wo man uns dann an der CMT treffen kann. Und wir haben ja da 17., 18., 19. und 20., also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das zweite Wochenende, haben wir jeden Tag einen Vortrag. Die Vortragsdaten, Veranstaltungen, Zeiten und so weiter findet ihr auf Facebook in den Veranstaltungen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht Und auswendig. alles auswendig, genau. Aber da findet ihr alle Daten nochmal und wir sind wahrscheinlich schon ein paar Tage eher da, aber wie, was, wo, ich glaube, da spielt dann das Glück auch einfach mit, wenn man uns findet oder mal kurz rüberschreiben, aber an den Tagen sind wir sicher da und am Sonntag gibt es ja sogar noch ein Meetup. Samstag ist das. Samstag. Schauen wir das doch noch schnell nach. Nicht, dass wir da irgendwas Falsches erzählen. Eben wie gesagt, alle Infos auf Facebook. Du kannst ja mal kurz sagen, was wir verlosen heute, oder? Genau, weil heute gibt es ein letztes Mal ein Exit-Spiel zu gewinnen. 1 bis 4 Spieler können da mitmachen. Einfach die Personenbegrenzung ist da so, weil man halt ja aktiv teilnehmen muss, sich Sachen anschauen muss. Also man kann das auch zu 5 noch spielen, aber irgendwann ist man dann einfach so viele Personen, dass man quasi nicht mehr zum Mitraten kommt. Wir haben hier das Level Profi, das haben wir uns bis zum Schluss aufgespart, um zu verlosen. Und ja, das ist, wer den Escape Room kennt, das ist so ähnlich. Also man muss quasi Fälle lösen und dann mit Hilfe so einer Dekodierscheibe muss man dann das ganze Rätsel lösen. Das Spiel, das kann man leider nur einmal spielen, weil wenn man den Lösungsweg kennt, ja, wie will man es dann nochmal spielen? Und dazu kommt noch, dass man da verschiedene Sachen zerschneiden muss oder beschriften oder was auch immer. Aber ganz eine coole Sache, wir durften die Spiele auch vorab testen und haben uns da ein bisschen gespielt und es war wirklich, also es war teilweise sau schwer, hat aber auch Lösungs- und Tippkarten, die wir teilweise Genau, aber die benutzen Leute mussten. wollen das Spiel ja jetzt gewinnen. Genau. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir zählen jetzt von 3 runter. 3, 2, 1, 0. Und ihr müsst folgende Frage beantworten. Das können wahrscheinlich nur die Profis beantworten, aber wir picken dann die erste richtige Antwort raus. Und die Frage ist... Also schnell und richtig Genau, zu sein. schnell und richtig zu sein. Wir kümmern uns nachher gleich um die Fragen. Die Frage ist, in welches Land sind wir mit unserer kaputten Seitentür gefahren? Wir sind in ein Land gefahren, bevor die Seitentür dann repariert war. Welches Land war das? Wer das als erstes errät, der gewinnt dieses Spiel. Und jetzt schauen wir uns noch mal kurz die... Andorra, da kommt der Jan Scher. Bravo, das ging war aber richtig. Andorra, ja, richtig. Ja, lieber Jan, dann würde ich mal sagen, tipp uns doch etwas ein. Genau, an info@comifastu.com, am besten nicht öffentlich hier. Das ging jetzt richtig schnell, richtig cool. Herzlichen Glückwunsch. Also jetzt haben wir hier noch Fragen, habe ich gesehen. Da ist so viel gekommen. Gut, zum Zweiten, jetzt geht's. Wie macht ihr Das das? ganz genau, hier sind Ein wir. wunderbares Fest wünschen wir euch. Eventuell Das sieht man wünschen sich ja wir
2019. Liebe Grüße, die Love Mobil Crew. Liebe Grüße zurück. Ich freue mich, wenn ihr wieder... Oh, jetzt sind wir gesprungen. Ja. Das ging ein bisschen schnell. Ich freue mich, wenn ihr wieder unterwegs seid. Schönen guten Abend. Seid ihr überrascht gewesen, dass so viel Interesse an Vorträgen ist? Ottmar Spöttl, ja, da sind wir wirklich sehr, sehr überrascht. Da können wir auch gleich sagen, wir sind ja neben der CMT auch noch in Hamburg. An der O-Ferien- und Urlaubsmesse, ich Genau. glaube, so heißt sie. Genau, und da haben wir 2 Vorträge am Wochenende und ein Café Voyage. Da gibt es auch alle Informationen bei uns auf Facebook. Wir können auch gleich sagen, die Vorträge in Hamburg, die sind 9. und 10. Februar, nachmittags um 3 Uhr. Da halten wir einmal den Vortrag Keine Angst vor dem Osten und einmal den Vortrag Skandinavien und Baltikum. Und das hat uns schon überrascht, aber wir Die finden es Daten cool. von der CMT hast du da auch gerade offen? Ja, das habe ich auch gerade Dann haben offen, wir alle Daten jetzt hier gerade durch. wenn sich die Leute das alles merken können. Aber wir müssen echt mal noch die Fragen beantworten. An der CMT haben wir am 17., also am Donnerstag, Naturhighlights in Europa. Am 18. Januar keine Angst vor dem Osten. Am 19., du hattest recht, am Samstag um 14 Uhr findet das Meetup statt. Am Samstag ebenfalls dann um 15 Uhr. Also da gehen wir dann quasi zusammen vom Meetup direkt an den Vortrag Skandinavien und Baltikum. Und am Sonntag gibt es dann noch alle 47 Länder in Europa. Das also die fixen Daten für die CMT und für Hamburg. Und ja, mal schauen, was da noch alles zukommt. Da freut uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Jetzt machen wir weiter. Wie cool ist das denn jetzt auch mal live? Ihr seid im Jetzt ja schon so etwas wie kleine Stars unter Campern. Toll, was ihr auf die Beine stellt und so weiter. Wohnmobilfreunde, Fördeland, vielen lieben Dank für das schöne Feedback. Ja, es werden ja immer noch mehr und noch mehr Zuschauer. Es ist unglaublich, was bei uns auf YouTube mittlerweile los ist. Wir können das selber halt manchmal kaum fassen. Der Jan schreibt, wann wir wieder unterwegs sind mit Karl, und das haben wir vorher gerade schnell angetönt. Wir sind demnächst nach Weihnachten, wollen wir den satteln und unterwegs sein. Leider klappt es mit der Standheizung nicht ganz so schnell, da müssen wir noch bis im Februar warten. Aber ja, wir können ja trotzdem unterwegs sein. Wir kennen das ja mittlerweile, dass wir dann einfach eben eine Steckdose suchen müssen, und da klappt das auch. Ralf Richard schreibt, hallo ihr beiden, liebe Grüße aus Aumühle im schönen Sachsenwald. Euer Kalender ist gestern angekommen, ist wirklich super schön geworden. Cool, freut mich. Das freut uns natürlich super. Wir haben selber sehr, sehr viel Spaß und hatten ja auch richtig viele Bestellungen. Das ist schon richtig cool. Ja, der Jan hat gewonnen, genau. Christian Dampf, wünsche euch frohe Weihnachten, schönes neues Jahr und viel Gesundheit. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt sind wir wieder raufgesprungen. Das mit dem Livestream, das ist schon nicht so unser Ding. Ne? Ja, das geht immer so schnell, oder? Aber ich glaube, wir scrollen einfach mal ein bisschen runter, schauen uns Liebe Grüße aus Malaga. Oh, da der war werden wir. fies. Der war aber richtig fies. Liebe Grüße zurück nach Malaga. Oh, genieße es. Weihnachtsbeleuchtung habt ihr euch hoffentlich schon angeschaut. Die muss ganz toll sein. Gut. Genau, der Tom Weiter. fragt, beschenkt ihr euch gegenseitig? Ja, wir beschenken uns. Steffi hat schon ein Geschenk für mich, ich habe noch keins für sie. Wenn jemand von euch einen Tipp hat, was ich Steffi schenken kann, dann schreibt mal in die Kommentare. Ich lese dann auch nicht mit. Die Ursula schreibt auch, viele Weihnachtswünsche, die kommen natürlich alle zurück von uns. Wir kommen nach Hamburg, schreibt der Andrea, auch richtig cool. Ottmar schreibt, wir sehen uns an der CMT. Andreas, ich wünsche euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest, schönen Abend. Uns hat es auch gefallen, wo ihr in Belgrad, Serbien wart. Ja, Serbien war super, super schön. Der Putguru schreibt, super, bin vom 16 bis 20 auf der CMT. Ja, die CMT wird für uns ja wirklich ganz, ganz speziell. Wir freuen uns sehr, sehr auf die CMT, weil wir denken, da werden wir viele, viele von euch treffen. Wir sind schon ein bisschen nervös, weil es könnten wahrscheinlich schon sehr viele Leute werden. Das wird natürlich cool. Gibt es dann bei der Grand Tour durch die Schweiz Probleme mit einem 7 Meter Wohnmobil? Nein, gibt keine Probleme, definitiv nicht. Zumindest die Strecke, die wir gefahren sind, nicht. Die ist ausgelegt auf Fahrt, also auf Autos, auf PKWs. Aber wir sind jetzt problemlos durchgekommen. Genau. Ottmar schreibt noch, super, dass ihr den Osten bereist habt. Viele meiner Freunde sollen da nun auch dorthin. Das freut uns natürlich sehr. Wir hatten einen Stellplatz im Garten für euch auf dem Weg nach Hamburg. Ja, unbedingt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schreibt uns bitte eine E-Mail. info@convivastu. Genau, info@convivastu. Jetzt habe ich Steffi reingeredet. Genau, unbedingt. Ihr habt mir Inspiration gegeben. 2 Ziele habe ich fest eingeplant. Na, welche sind denn Welche das, sind Claire? das? Habt ihr auch in der Nähe von Berlin einen Vortrag? Fragt Südafrika. Wissen wir noch nicht. Wir sind immer noch so ein bisschen in Verhandlungen und fix ist jetzt mal CMT und Hamburg, aber es kann immer noch was dazukommen. Es kommen immer noch Wir mehr sind ja auch Anfragen. an der ITB.
Genau. in Berlin, die ist dann im März, aber da nicht unbedingt vortragsmäßig, sondern selber vor allem interessiert da. Aber da könnte man vielleicht auch Meetup-mäßig noch was machen. Das wäre eigentlich noch was, wenn wir Ja, da in in der Gegend Berlin. sind. Gute Idee. Kann man mal andenken. Wir geben es bekannt. Die Miri Hinderer möchte gerne gegrüßt werden. Hallo, Miri. Liebe Grüße. Wir müssen die auch grüßen, nicht? Jetzt sind wir wieder da. Kurze Pause. Estland und Ostpolen sind übrigens die zwei Reiseziele, die sie sich rausgesucht hat oder die Claire machen möchte. Das ist live. Das gut. Schöne Feiertage. Das wünschen wir euch natürlich alle auch. Wann seid ihr in Hamburg? Wie gesagt, 7. Bis 10. Februar sind wir in Hamburg. Und am 9. und 10. dann jeweils mit Vorträgen vertreten. Genau, dann Samstag, fragt Sonntag. jemand, ist Essen noch ein Thema? Sind wir noch in Verhandlungen? Warte ich noch Ich auf ein... dachte gerade, ich habe Hunger. Ich habe jetzt gerade ein Essen. Nee, das ist die Essen Messe in Essen. Das gedacht, haben ja. uns so viele gesagt, wir sollen da hinfahren. Ja, stimmt. Da warte ich noch auf eine Antwort-E-Mail. Ist das Gewinnspiel noch? Es ist noch ein Gewinnspiel und zwar auf Ja, Facebook zum Genau, Kalender. da gibt es Kalender, aber das Gewinnspiel von diesem Live-Video, das ist bereits raus. Das wurde schon gewonnen. Genau. Mir schreibt, ihr seid wirklich die Besten. Ja, wir würden natürlich alle am liebsten grüßen, aber ihr seid schon so viele hier. Ist wirklich schön, dass ihr alle mit dabei seid. Aber jetzt nochmal für alle, wir wünschen euch wirklich wunderschöne Weihnachten, Ja. Feiertage. Wir hoffen, ihr habt es schön und gemütlich und richtig besinnlich mit eurer Familie und Freunden und plant vielleicht schon die eine oder andere Reise. Wie gesagt, wir planen auch schon unsere erste Reise und zwar in den nächsten Tagen. Wir überlegen noch Frankreich, Deutschland, Italien, vielleicht Spanien. Mal schauen, wie weit wir kommen in 7 Tagen. Angedacht sind wirklich nur 6 bis 7 Tage. Wir wollten es ruhig angehen, aber wahrscheinlich landen wir schon in Malaga oder Genau. so, aber ist nicht das Ziel. Aber- Nein, Thorsten ist es nicht. Aber wir wollen wirklich wieder mal ein bisschen unterwegs sein mit Karl, jetzt wo er parat ist. Die nächsten Planungen, die verraten wir dann in einem nächsten Video, wo es dann hingeht. Island, Kasachstan, Malta, wann wir die fehlenden Länder noch machen. Fehlt ja auch noch Liechtenstein, das müssen wir ja auch noch machen. Und wie gesagt, die Pakete sind verlost. Jetzt schauen wir da nochmal. Ich war im September mit meinem Vater in Belgrad. Belgrad ist mega cool. Auch cool, genau. Genau, da die wo Helga Donau W. und Save zusammenfließen. Schreibt, wir wünschen euch auch frohe Weihnachten und schöne Feiertage mit eurer Familie. Vielen lieben Dank. Utah, ist aber auch cool geschrieben, ne? Wir wünschen euch auch ein frohes Weihnachtsfest. Andrea, wir planen auch eine Europareise und ihr habt uns so viele Anregungen gegeben. Ihr seid Sehr toll. cool. Vielen lieben Dank. Viel Spaß auch bei der Planung. Das ist ja auch eine schöne Zeit, das Ganze zu planen. Genau. Wenn wir da Inspiration geben konnten, dann ist das natürlich besonders schön. Ja, Genau. was wollten wir noch sagen? CMT haben wir gesagt, Hamburg haben wir gesagt, schöne Weihnachten haben wir Haben wir auch schon gesagt, genau. dass der Wettbewerb auf Facebook für die Kalender noch läuft und wir haben noch 8 oder 9 Kalender bei uns im Shop, die könnt ihr jetzt noch bestellen auf Kommen www.comefast2. natürlich nicht mehr vor Weihnachten an, weil Weihnachten ist morgen. Aber das neue Jahr fängt ja nicht morgen schon an und ist übermorgen beendet, sondern es ist ja erst im Januar. Also Genau. noch alle Zeit der Welt. Auch nochmal danke für die vielen Views zur Grand Tour und jetzt auch zur Room Tour. Hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber jetzt hat es richtig viele Views, dieses Video, und das freut uns natürlich mega. Hat richtig Arbeit gegeben und jetzt haben wir noch Ottmar Spöttl, meine Frau Hermine, grüßt euch auch noch, ist ein Riesen-Fan. Dann grüßen wir doch die Hermine zurück. Das freut Liebe uns Grüße, natürlich Hermine. sehr. Und natürlich auch an dich, Ottmar. War kurz weg, Essen stand auf dem Tisch. Peter, wir sind immer noch da. Bei uns riecht es nur noch Essen. Ja, Wir mir- sind danach dann auch völlig. Miri schreibt noch, durch euch bin ich ein richtiger Camper-Fan geworden. Richtig cool. Wir Das haben, freut uns. wir haben noch ein riesen Geheimprojekt, das wir erst Anfang Januar verraten können, was euch allen wahrscheinlich sehr, sehr viel helfen wird und sehr viel Inspiration gibt. Aber mehr können wir da leider noch nicht verraten. Aber geht auch nicht mehr lang. Genau. Frohe Weihnachten aus Ungarn. Wir wünschen euch Wir haben uns nochmals... vorher überlegt, ob wir vielleicht noch Richtung Ungarn sollen, weil da gibt es ja diese tollen Thermen überall. Und das wäre ja jetzt die genau richtige Jahreszeit für. Also, Ungarn, haben die Thermen geöffnet? Schreibt's mal. Verreist, die haben wir letzte Woche getroffen. Oh ja. Die Fabian und den Adriano, es war richtig cool. Wenn ihr den Kanal nicht kennt, dann schaut unbedingt bei Verreis mal noch vorbei. Die machen eine Reise auch mit dem Auto, allerdings fahren sie nicht selber. Nein. So, Hitchhiking, genau, und das ist richtig cool. Hexer Micha, leider haben wir dieses Jahr keine Weihnachten, da mein Vater im Krankenhaus ist. Euch aber schöne Weihnachten. Gute Besserung an dieser Stelle natürlich Auf an jeden den Fall. Papa. Und ja, Fragen. Hast du hier oben auch schon gelesen?
Ich wünsche euch beiden, lieber Steffi, einen schönen Abend. Ich werde euch weiterfolgen im YouTube. Ihr seid Hammer. Feiert schönen Weihnachten, ihr beiden. Schreibt Danke. ihr Dankeschön. Lieber Nemanja oder liebe Nemanja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, das weiß ich nicht genau, aber wünschen wir dir auf jeden Fall auch. Fahrlehrerin, seid ihr schon mal mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen? Nein. Also nicht fahrend, so müssen wir sagen, weil ich zumindest bin ja halbwegs groß geworden in einem Wohnwagen. Also jetzt nicht übertreiben, im Sommer, in den Ferien, jeden Mittwochnachmittag quasi und jedes Wochenende. Genau. Und Aber feststehen. ich war da auch ab und an dabei. Darum kennen wir uns so ein bisschen damit aus. Aber wie es dann wäre, mit einem Wohnwagen unterwegs zu sein. Wir dürfen keine beide Ahnung. gar keine Hänger fahren. Also wir müssen das erst den stimmt. Lernfahrausweis Ja. beantragen. Uns Das dürfen wir fehlt, nicht einfach so. ja, uns fehlt jetzt noch eigentlich richtiges Wohnmobil, Dachzelt, Wohnwagen, weil Zelt und Camper das geht, aber so richtiges Wohnmobil, ja. Nächstes Jahr gibt es Mit Ofen und allem. viele coole Sachen. Frau Lehrerin, Murigol, Tipp war klasse, ja. Oh schön, was war auf dem Donaudelta unterwegs mit dem Campingplatzbesitzer. Das freut uns ja. Der Reinhold schreibt noch frohes Fest aus Wien. Da sind wir auch noch in Verhandlungen mit Wien, Messe, Vortrag, vielleicht, wer weiß. Ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, aber alle News gibt es dann eben nach und nach, nicht alle auf einmal. Und vor allem auch erst, wenn das ganze Zeug bestätigt ist, weil sonst bringt es ja niemandem was. Detlef, ich wünsche euch frohe Weihnachten, neues Jahr. Wir fahren auch nächstes Jahr auf die Lofoten. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo. Eben vielleicht DMT, Hamburg, Lofoten haben wir ja nicht gemacht. Wir waren ja auf Senja. Genau, War aber sehr auch schön. sehr, sehr schön. Gruß aus Unterreggeri. Oh, haben wir auch noch schweizerdeutsche Zuschauer. Liebe Grüße zurück. Zurück in den orangen Van. Oder zurück, genau. Zurück in den orangen Van. Wie auch immer. Genau. Hoffentlich im Van. Wir wünschen euch schöne Besinnliche. Ja, schöne Weihnachten wünschen uns alle, das freut uns natürlich sehr. Schenkt ihr euch was zu Weihnachten? Ja, die Frage hatten wir schon. Steffi hat schon was. Ich habe noch nichts. Hat aber auch noch niemand von euch einen Tipp geschrieben. Müsste mal noch jemand einen Tipp schreiben. Wir warten, was der Brexit bringt. Raus an der Grenze, dann vielleicht Schottland. Genau diese Überlegung machen wir uns auch. Was passiert mit dem Brexit? Kann man da Gibt's hinfahren? einen harten, ziehen Sie doch noch mal ganz spontan total zurück oder finden Sie noch eine Einigung? Ist ja sehr spannend, was da momentan passiert. Und ich persönlich bin ja ehrlich gesagt froh, bin ich nur Zuschauer. Ja, wir denken auch so, es könnte vielleicht noch günstiger werden, je nachdem, wenn der Brexit vollzogen wird. Also da schauen wir mit Argusaugen, was passiert. Wir hoffen natürlich für Nordirland, dass die ganze Sache gut ausgeht und für Irland, dass es da an der Grenze nicht zu Auseinandersetzungen kommt, dass es halt wirklich eine gute Lösung gibt. Das wäre schon sehr, sehr wichtig, dass das gut ausgeht. Kurzer Einwurf, Joe Freddy, so ganz bisschen Berndeutsch haben wir ja schon auch, aber unser Thurgauer, das ist schon lieber. Was macht denn der Freddy? Welcher Freddy? Der Alfred Ah, Zandt, der fragt, ob denn wir Berndeutsch redet er nicht. Ein bisschen. Dann haben wir ansonsten Slowakei und Rumänien, können wir ja nur empfehlen. Ihr kennt ja alle unsere Slowakei-Tipps mit den Campingplätzen, Camping Lasi und so. Fahren nächstes Jahr nach Norwegen, habe eure Videos gesehen, die Vorfreude ist riesig, das glauben wir gerne. Kann ich Norwegen mir vorstellen. ist Ich drücke natürlich, euch auch die Daumen, dass ihr ähnlich gutes Wetter habt wie wir, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. das stimmt. Genau, dasselbe warten wir auch ab, wollen im April und warten, das kann ich verstehen, ich würde echt auch warten, was da passiert. Dann Ja. liebe Grüße aus Ungarn. Rumänien ist mega freundlich und gut zu fahren, auch mit schweren Wohnwagen. Ja, eben Wohnwagen haben wir nicht so Erfahrung, müssen wir erst noch die Prüfung machen, dass wir das überhaupt fahren dürfen. Na, ja gut, Karl, ich weiß nicht, was der für eine Anhängerlast hat, weil eine Anhängerkupplung hätte der. Aber macht ja auch nicht Sinn, mit dem Camper zu fahren. Ja, man könnte mit dem natürlich Wohnwagen. Karl hinstellen. Zweiraumwohnung dann quasi, Ja. oder? Immer flexibel. Den Wohnwagen stehen lassen und dann mit dem Camper Ausflüge machen, mal über Nacht, ja, ganz so. Macht nicht Ja. so viel Sinn. Also, wenn es von euch Seite Übrigens, keine... der Golf hat einen Namen. Das wissen Sie gar noch nicht. Wissen Sie noch nicht. Wir haben Wer uns auf Instagram verfolgt, der weiß, dass wir ein Winterauto gekauft haben, und zwar ein Golf GTI, viertürig, Jahrgang 2001, mit 392.000 Kilometer, und da haben wir eine Abstimmung gemacht auf Instagram, wie der heißen soll, und der heißt nun Wolfi. Wolfi der Golfi. Genau, das war so der... Zur Wahl stand ja diverses, zum Beispiel auch Rolf, der rollende Golf. Genau, und so weiter. Aber der ist Wolfi der Golfi, vielleicht hat das der eine oder andere von euch das mitbekommen. Wir zeigen den aber schon mal auch noch hier im Video, wenn Steffi das schon hier jetzt so groß ankündigt. Manchmal verdrehst du ein bisschen die Plattformen. Das war jetzt Instagram.
Aber ja, ihr wisst jetzt, als Da hat es Überschneidende drin. ihr wisst jetzt vor den auf Instagram. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber naja. Also, was haben wir hier noch? Habt ihr meine Nachricht oben gesehen? Ja, das war oben wegen dem Brexit. Warten auf April. Finde ich auch. Würde ich auch mal abwarten. Eben im Ende März ist ja das ist definitiv, Sollte. da muss was passieren. Also da muss eine Entscheidung her. Würde ich jetzt auch ehrlich gesagt mal bis April warten, wie es dann aussieht. Da wird nachher bis 3,5 dürft ihr vermutlich. 3,5 Tonnen dürfen die, aber wir in der Schweiz müssen noch eine Anhängerprüfung machen. Ottmar schreibt, Iris und Uwe machen ja gerade eure Schweiz-Tour nach. Ja, das Ihr Video haben wir heute gerade geschaut. Ja, aber da gibt es noch mehr. Ihr inspiriert so viele Leute und das freut uns natürlich sehr. Ja, Iris und Uwe machen wirklich ganz eine ähnliche Tour wie wir. Iris und Uwe haben wir übrigens vor ein paar Wochen sogar persönlich Ja. getroffen und das war ein wunderschönes Treffen in Konstanz. Wir konnten uns richtig so über die Touren und Ideen und Reisen austauschen. Hat mega viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. Und ja, wenn ihr die nicht kennt, schaut mal bei Iris und Uwe vorbei. Wie gesagt, die machen jetzt auch einen Teil der Grand Tour, machen super coole Videos, wunderschöne Drohnenaufnahmen. Ich würde mal sagen, die schönsten Drohnenaufnahmen überhaupt. Ja, ich Und glaube, das kann man so sagen. Der Franco Thiele meint gerade, da wäre noch ein anderer Kommentar davor gewesen. Red du mal weiter, ich suche. genau, und Iris und Uwe, wie gesagt, wunderbares Treffen. Sie sind jetzt schon unterwegs, sie feiern Weihnachten in ihrem Prinz, oder wie sagen sie? Ja, in ihrem Prinz, genau, und haben den schön dekoriert. Das war richtig cool. Ja, was hat er dann geschrieben? Was Brita? Naja, wo wohl? Surfer Paradise Portugal. Ah, der sitzt momentan in Portugal. Ja, da waren wir von mir. Vom Jahr. Vom Jahr haben wir unsere Wohnung angemietet, zusammen mit Steffis Mama, die übrigens hinter der Kamera sitzt und wartet, bis wir endlich fertig sind hier mit dem Livestream, dass wir Abendessen können. Ja, jetzt sind wir schon 31 Minuten online und ja, mal schauen, was noch unten, du musst noch mal runterscrollen, Ja. da ist noch was reingekommen. Da hat noch Claudias kleine Welt, hallo ihr zwei, schöne Weihnachtstage euch. Das wünschen wir der Claudia natürlich auch. Claudia ist, ich glaube, einer unserer ersten 10 Abonnenten auf unserem Kanal. Also Ja, das die liebe ist Claudia ist wirklich schon ewig lange dabei Danke und dafür. jedes Mal, wenn ich diesen Namen lese, freue ich mich besonders, weil wir sind jetzt knapp 14.000 und Claudia war so eine der ersten 10 und das sind so die ganz Die kennen wir speziellen. irgendwie noch mit Namen. Danach wird es irgendwann schwierig. Da müsst ihr schon oft kommentieren, dass wir euch noch mit Namen so kennen. Oder uns mal treffen, dann ist es auch leichter für uns. Berthas Reisen, viele Grüße aus Österreich, auch bei uns in Ostösterreich, Steiermark und Burgenland gibt es zahlreiche Thermen. Ja, jetzt hast du da In einen. Österreich gibt es dann da auch Stellplätze dazu. Unbedingt ganz schnell schreiben, liebe Berthas Reisen, ob es da Wir auch... brauchen ja Strom. Wir brauchen Strom, Stellplatz und Therme dazu. Dann kommen wir nach Ostösterreich. Versprochen. Weil Österreich mega. Hockans Vlog, fröhliche Festtage aus Bonn. Wir proben nächstes Jahr erstmalig unser Wohnmobil, schauen wie es wird, schreibt Frank und Karin. Cool, viel Spaß. Der Diak schreibt, dann empfehle ich eine Mitgliedschaft im National Trust. Oh ja, das ist sehr eine gute Idee für alle, die nach Großbritannien reisen, weil National Trust, diese Vereinigung, man bezahlt da eine Jahresgebühr und kann dann an sehr vielen Sehenswürdigkeiten, wo man sonst teuer Parkgeld bezahlt, gratis, also kostenlos stehen. Und es gibt auch sonst noch so ein paar Vergünstigungen und so, also unbedingt mal informieren, das ist echt eine feine Sache. Liegt bei euch Schnee? Schreibt Mireille. Nein, bei Ja, uns im regnet Schatten, es. wenn es irgendwo noch viel Schnee mal hat, da liegt da noch so ein Häufchen elendiglich zusammengeschmolzener Schnee, aber mir ist da nicht mehr rum. Diak, danke für die ganz tollen Videos, liebe Grüße und euch ein schönes Weihnachtsfest. Danke, wünschen Karl wir dir ist der auch. Beste, finden wir auch. Karl ist und bleibt der Beste. Dann haben wir Horst. Wünschen euch eine frohe besinnliche Weihnachtsfest, guten Rutsch. Das wünschen wir dir auch. Ganz viele Weihnachtswünsche. Aus Weihnachtswünsche. Da, Berthas Vom Reisen, Bodensee. Bad Walterdorf und Bad Radkersburg. Das müssen wir uns jetzt aber wirklich mal merken. Ostösterreich, Ich hab Thermen. kein Handy, Ja, wir können das nein, es nachschauen. läuft grad. Hallo ihr zwei, wünsche euch ganz schöne Festtage, liebe Grüße zurück, auf Schweizerdeutsch natürlich. Könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr noch mehr Videos auf Schweizerdeutsch, wo wir vielleicht auch mal auf Schweizerdeutsch ein bisschen etwas erzählen. Fällt uns nicht immer ganz so einfach vor der Kamera, weil wir uns halt so gewöhnt sind, Hochdeutsch zu reden. Aber wenn ihr noch mehr Videos wollt auf Schweizerdeutsch, dann schreibt doch das auch mal. Das war jetzt übrigens nur die Frage, ob ihr mehr schweizerdeutsche Videos verstehen habt. Das schreibt nein, falls ihr das jetzt nicht verstanden habt. Oh, der Frank hat aber ganz schön was verpasst an unseren Videos. Was ist mit eurem Karl? Noch in Reparatur? Nein! Der Karl ist wieder da und der hat auch schon TÜV. Hat frischen MFK und ich habe irgendwo im letzten Video oder so mal noch die Frage gesehen, wie lange der jetzt hält.
Unsere MFK ist 2 Jahre gültig und dann kommt es ein bisschen aufs Amt darauf an, wie schnell dass du wieder eine Einladung kriegst, weil die sind meistens in Verzug. Wir hatten jetzt knapp 2,5 Jahre seit wir die das letzte Mal gezeigt haben. Irgendwie die Kappe steht da so ab. Das sind Jetzt deine ist wieder Ohren. besser. Ja, Ohren. nee. Schöne Grüße aus dem Münsterland, schreibt der Joachim. Liebe Grüße Ich wünsche euch zurück. frohe Weihnachten. Rakete Sputnik, das nenne ich mal einen Namen. Er ist ja momentan total der Astronaut. Ja, kennt ihr den Alexander Gerst? Ich bin echt Fan. Ich bin richtig Fan von diesem Das Typen. könnte jetzt eine Weile dauern. Und nee, ich erzähle jetzt das nicht alles, aber ich finde alles, was so mit Raumfahrt und Alexander Gerst zu tun hat, finde ich sehr, sehr spannend, weil es einen ganz anderen Blick auf die Welt gibt. Und das Video, das er gemacht hat für seine Enkel, das finde ich eines der besten Videos, was es je gegeben hat. Also da bin ich wirklich großer, großer Fan. Vielleicht schaut Alex dazu, glaube ich allerdings nicht. So. Der ist ja momentan, feiert ja auch Weihnachten, aber der muss ja 2 Wochen jetzt noch in Diese so einer ganzen Wohnung. Medizintests, Ja, aber das oder? müssen wir ja. Wart ihr schon mal in der holsteinischen Schweiz? Nein. Ist euch Karl nicht zu klein? Ist ja nicht viel Platz drin, besonders im Bad? Der ist schon klein, aber es ist auch gemütlich und irgendwo ist halt so ein Fahrzeug immer auch ein Kompromiss zwischen Platz und Länge und Handlichkeit. Und Wendigkeit, genau. Uns passt das wirklich genauso so lang, wie der ist. Nein, lieber auf Deutsch. Ja, wir machen das natürlich auch auf Hochdeutsch. Ja, weil Schweizerdeutsch. Untertiteln, das mache ich nicht mehr. Ich sage euch, das ist eine Heidenarbeit. Ja, siehst du, es ist jemandem aufgefallen, dass ich mein Ding letztes Mal falsch rum Echt? hatte. Ja, Was? da, du hast ja deinem Haarenden heute richtig rum an. Oh, das hat uns so Ich habe mich so genervt. geärgert und er hat mir nicht mal was gesagt. Ja, ich habe dir doch nicht da oben, ich habe dir in die Augen Ja, geschaut. heute total schön. Hm? Jetzt sieht man auch die Kügelchen und so. Ja, das hat uns wirklich, beim Schnitt haben wir das auf einmal gemerkt. Es war ein bisschen doof. War's Die dann Hannelore aber, möchte ja? noch gerne wissen, ob der Karl noch eine Weihnachtsdeko bekommt. Hat der keine drin momentan? Ich glaube nicht. Nee. Da hängt ein Schneemann drin rum. So viel weiß ich. Ich weiß nicht, wenn wir nach Weihnachten noch Weihnachtsstimmung brauchen, dann werden wir wohl auch noch was aufhängen. Aber da kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, weil momentan schlafen wir ja nicht da drin und sind auch nur drin, wenn wir irgendwie was holen. Deshalb, Also wir müssen denke- sagen, Karl ist nicht ausgeräumt. Karl, wenn wir die Kleider reinpacken, dann ist der abfahrbereit. Wirklich definitiv. Also abfahrbereit. da steht noch Mehl und Pasta und so weiter und so fort und Öl und solches Zeug. Da steht alles im Fahrzeug drin. Das gefriert auch nicht drin. Dazu ist er zu gut isoliert und die Temperaturen viel zu warm momentan. Ja, aber da muss nur Kulturbeutel rein, Kleider rein, Kühlschrank ein bisschen füllen und los geht's. Ja. Also, wir machen jetzt langsam Schluss. Jetzt haben wir dann bald 3/4 Stunden. Ihr habt ja so viele Fragen. Wir machen es doch einfach so. Schreibt, ihr könnt ja das Video nachschauen. Ihr schreibt alle eure Fragen unten unter das Video. Nachher noch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann machen wir mal noch ein Q&A, ein Frag komm with us to. Macht doch den Hashtag Frag komm with us to hinten dran, dann finden wir die auch viel, viel schneller, das ist ja cool. Und dann machen wir mal noch ein Q&A, nicht, dass das Video jetzt ultra lang wird, weil ich sehe, die Qualität ist wirklich ziemlich bescheiden, würde ich mal sagen. Obwohl, ich habe mir echt ein neues Handy gekauft und jetzt ist das doch wieder so schlecht, das ist ein bisschen Das schade. Licht und die Frontkamera. Ja, das Der stimmt. andere ist natürlich besser. Ja, also, die letzten Fragen, die beantworten wir jetzt noch. Wir machen, würde ich sagen, 45 Minuten. Dann haben wir jetzt noch gut 5 Minuten Zeit, um die letzten Fragen zu beantworten. Wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, wir sind immer für euch da. Einfach unten ans Video schreiben. Schau mal, der FB meint, die Mütze steht dir gut. Ja, das ist echt cool, oder? Letztes Mal ist sie jetzt so cool gestanden. So. Ja. Wann beendet ihr das Reisen? Ein Baby wäre doch auch ein Grund, oder? Nein, ein Baby wäre kein Grund für uns. Nein, also reisen kann man ja auch damit. Das zeigen ja die ganzen Reisenden, wie heißt es schon, die Elternzeit machen in Deutschland. Wir haben so viele Leute getroffen, von klitzekleinem Kind bis rennt schon sehr schnell rum. Alles dabei. Also Kinder sind definitiv kein Grund, nicht zu reisen. Man muss sich einfach anders organisieren. Aber das steht Momentan heute auch und nicht morgen zur definitiv Diskussion. nicht an Genau. bei uns. Nein. Genau. Und sie hat noch geschrieben, wann beendet ihr das Reisen? Wie gesagt, wie die Reise weitergeht und so weiter, das verraten wir dann in einem nächsten Müssen Video. wir selber auch jetzt mal noch genau aber- anschauen, was wir wollen. Aber Das für nächste euch Jahr. sind wir natürlich immer da und YouTube geht auch immer weiter, das wisst ihr, das werden wir nie mehr aufhören, also ich zumindest, weil ich liebe YouTube. Ich finde, eine schöne Carl Room Tour wäre mal nett.
Findest du die andere nicht schön? Seht ihr die offene Wunde, wo jetzt die Petra gleich reinsticht? Salz, oder? Nicht nur mit dem Streuer, sondern hier mit dem großen Salzklotz oder so. Ja, Wir haben es schon lange versprochen, wir wissen es. sagen wir einfach kommt, hä? Kommt. Ja. Kommt. Spätestens nächstes Jahr. Da haben wir ja ganz lange Zeit. Schön, dass ihr da seid, macht weiter, alles Gute für euch, schöne Weihnachten, schönes neues Jahr, Detlef, Frank. Kinder passen immer und überall. Genau. Ich glaube auch, wenn man das möchte, dann kriegt man alles irgendwie unter einen Hut. Geschaukelt sozusagen. Ja, Schaukel ja schön, oder? Soll ja helfen beim Einschlafen. Der Hermann Kippermann, eine schöne Weihnachtszeit euch beiden, alles Gute für 2019, vielen lieben Dank. So, ich muss mich jetzt entscheiden, verabschieden, das Essen wartet bei uns auch. Darum ja. machen wir jetzt langsam Schluss. Genau, Geht's wieder mal in den Balkan nächstes Jahr. Ja, wir haben noch 2, 3 andere Länder, die zuerst noch dran kommen, aber Balkan wollen wir definitiv wieder hin und die ist ja auch gar nicht mal so weit weg. Also, kurze Zusammenfassung, bevor das Video jetzt zu Ende ist. Das Exit-Spiel haben wir verlost. Vielen Dank fürs Mitmachen. Der Heiko Schürmann hat das Heldbergs Geschirrset gewonnen. Genau. Dann Kalender gibt es noch zu gewinnen bei uns auf Facebook Unbedingt reinschauen. und zu kaufen bei uns im Shop. Und zu guter Letzt haben wir noch den Duschbeutel, den selber gemachten Duschbeutel von Steffi. Möchtest du kurz sagen, wie das Ganze funktioniert? Ich habe eine Nähpause gerade. Gut, dann bei uns im Shop vielleicht mal vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, wir melden uns mit einem Video wieder in den nächsten Tagen. Da verraten wir, wie die Reise weitergeht, wo sie weitergeht, wie wir das Ganze handeln. Wir schauen uns alle eure Fragen unter diesem Video nochmal durch, werden vielleicht ein separates Video machen, Q&A, vielleicht machen wir auch noch 2, 3 andere Videos, wo wir einige Fragen explizit noch beantworten, das müssen wir mal schauen. Und ja, hast du noch was gesehen, dass wir jetzt noch... Möchte uns jemand privat treffen, sozusagen das Geburtstagsgeschenk, würde mich freuen. Komm mit was. Schreib uns eine Mail, info@comefastto, da könnt ihr alle hinmailen. Momentan werden die Mails nicht beantwortet, erst wieder im neuen Jahr. Aber wir schauen uns dann natürlich an, wenn ihr irgendwelche solche Ideen habt, auch wenn ihr private Vorträge wollt, uns engagieren für irgendwelche Vorträge, dann könnt ihr uns da hinschreiben, wir werden uns den annehmen. Einfach wie gesagt im neuen Jahr, weil wie gesagt, jetzt feiern wir Weihnachten in der Schweiz im heimischen Wohnzimmer und ja, freuen uns darüber. Wir freuen uns, dass heute so viele von euch zahlreich mit dabei waren und wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Vergesst nicht, Europa ist geil. und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und da müssen